Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 20. Ditmaal nog meer van wo onze Eltern en grootouderen voeren Apel aankijpen, zum winter, en van ihrem velen rumspazieren, zoals het moed weer, als we in Chihuahua opwassen. In de 1930er jaren holden de meeste mennonitische burgers in Chihuahua am Hoofd entweder uit Mexico ihre Apelgordes, Süden von Cusividiachi oder von dicht bei Bachiniwa Apel für den Winter. Vielleicht holden die meisten Eltern die von Bachiniwa, weil es erstens einmal der Weg durchhin besser wäre, als nur die Gordes am Süden in Nähe von Cusi. Und zweitens, weil sie bei dieser Gelegenheit dann auch Verwandte und Freunde an der Swift-Kurrent Darpa besuchen wollen. Aber Bilder ab der Süden von 56 und 57 an dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko bewiesen, dort Mennoniten damals auch aus der Apelgordes Süden von Cusi Apel geholt haben. Nur der Apelgordes Süden von Cusividiachi kann man von so einer Darpa aus zum Beispiel Steinbach oder Blumenurt, wenn man den Tag im Bett anlegt, an einem Tag Hahnenträg fahren. Und vielleicht fuhren so eine Lied, die Tüs nicht besorgt haben, wenn sie zur Nacht nicht Tüs wären, lieber ihre Apel von der Gordes Henyakusi holen. Der eine wären auf dem Bild ab Süd 57 diet an, dass es ungefähr 1940 gewesen ist, als diese Steinbacher von Henyakusi Apel holen fuhren und Henyawees das Bild genommen haben. Dann Mennoniten fangen an den 1930er Jahren an, alle Autos zu kaufen und davon Werbes zu merken. In der Werbung ab diesem Bild ist all von einem Ford T oder vielleicht auch von einem Ford A Auto gemerkt worden. Das Bild redet auch davon, dass die Mennoniten die Windreifen am Anfang noch nicht so recht vertrüden. Einige mennonitische Bürger büden am de Rims von der haltenden Spekenräder sogenannte Faljesram und trocken eiserne Reifen durch Ram. Die Räder an dem Wagen auf diesem Bild sind so gemerkt. Andere Bürger rollten Stremels Gumm von dem Bett dickere Reifen Ram der Rims und es steht dort, sie ihre Kornwagens mit Windreifen brauchten. Dort viele Mennoniten die Windreifen am Anfang nicht recht vertrüden, dort hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass sie in der Stadt nie Reifen zu kaufen, manchmal allerhand Fleckerien anstalten, wenn ihre alle Reifen Löcher kriegen. Ich erinnere mich noch gut an, dass viele Bürger dort so deiden in den Anfangs 1940er Jahren. Bei uns war damals auch, wenn eine Reif ein Loch gekriegt hat, ein Fleck Gumm von einer anderen oude Reif traag geschnitten und von Bernen für das Loch gelegt. Ich glaube, wir nannten dort ein Warach. Man redet immer von einem Warach an der Reif. Bald aber kauften die Mennoniten leichter neue Windreifen für ihre sogenannten Kornwagens und dann verleibten sie sich mehr an diese Reifen. Und als erst immer noch mehr Bürger so eine Wagens hatten mit Windreifen und dann auch anfangen die sogenannten Grain Tanks für diese Wagens zu merken. Und es steht die traditionelle Doppelboxen, wo für die Hochräder gehaltene Wagens all so lang immer gebraucht worden wären, dann wird die sogenannte Grain Tank Wagen wohl sehr berühmt bei vielen mennonitischen Bürgern.
En nicht mal zum Fuhren führen, aber auch zum Spazieren fahren. So ein Wehrenbox wäre breiter und da gingen leicht so eine Seiten oder Seitbreite zu leihen, dass 3 Personen gemütlich an eine Seite sitzen können. Ich erinnere mich besonders daran, dass wir ein sogenannter Grain Tank waren, ganz voll Jugendliche, Jungs und Mädchen, an einem Augusttag 1945 nach einem Apfelgarten anfuhren, Süden von Kusiviriachi. Wir fuhren nicht nur einem Apfelgarten, weil wir wollen fahren Apfel schäppen oder Apfel holen. Dort haben wir da sehr wenig Raum gewasst an unserem Grain Tank, dann wir ganz voll sehr lebende Jugend. Aber wir fuhren, weil wir mal als Jugend einen ganzen Tag taub sein wollen, mal an Gemeinschaft was tun wollen. Wo ein bei uns damals sogenannter Grain Tank oder Grain Tank Werbung aussah, dort wiesen auch ein paar Bilder in dem geschichtlichen Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko. Auf Seiten 233 und 244. Der Grain Tank Werbung wird Lothar aus den Mennoniten in Chihuahua erste Gomreifen-Traktoren houden und fuhren, sehr beleefd mit Traktoren Grain Tank Werbung nach Cuauhtémoc oder auch Sassou aanfahren. Und nun noch war der Träg noch, wo viele von unseren Eltern rumspazierten, als wir in Chihuahua abwassen. Ein 4, 5 oder 6 durchschnitt rumspazieren, so als zum Beispiel die Manitoba-Kolonie Büres oder Ehepaaren an der Swift-Current-Darpa und auch von Swift-Current-Büres oder Ehepaaren an der Darpa auf der Manitoba-Kolonie. Dort deuten in jener Zeit nicht mal viele von unseren Eltern in Chihuahua, wenigstens einmal im Jahr. Dort deuten viele, sehr viele von unseren Mennoniten. Dort heißt, wenn sie tussen all genug große Mädchen und Jungs hatten, um alles besorgen können. Und so ein Einwegschritt rumspazieren, wir in jenen Jahren sehr Mode, wie die Mennoniten, nicht mal in Mexiko, aber auch in Kanada. Ich erinnere mich daran, dass unsere Eltern auch sehr viel Jas gekriegt haben von der Swift-Current Darpa und auch von Springfeld Nummer 41 und Blomstein Nummer 42. Und dort die meiste so eine Jas von wieder auf dann auch bei uns zu nachbleiben. Dort diese Tradition von sich viel jenseitig besiegen, manch uns so sehr verloren gegangen ist, dass es eigentlich schade. Denn ich glaube, so ein regelmäßiges Besiegen pflegt ein gesundes Verbundenfeilen von Verwandtschaften und Freunden oder Freundschaften. Wir vergessen von der überhaupt viel zu sagen, was ein gemeinsames Kolonisleben und ein regelmäßiges jenseitiges Besiegen zu einem gesunden Verbundenfeilen beigetragen hat. Auch wenn so eine mit uns verwandte Büres von der Swift-Current Darpa oder von Springfeld Nummer 41 in Blomstein Nummer 42 in jenen Jahren mit Europäern und Währungen getreut noch Cuauhtémoc anführen zum Verkaufen, dann kämen viele von an noch uns zur Nacht. Und in den Lot 1930er Jahren kämen die alle mit ihren Hochrede gehaltenen Währungen in große Pier. Aber in den 1940er Jahren kämen all immer noch mehr mit ihren sogenannten Kornwährungen. Und ich glaube, dass wir im Winter 1942 dann kämen mal 4 von unseren Vaters, aber schmetten ihre Jungs von Scheinburg Nummer 113 mit 3 large Doppelpacks Währungen noch uns zur Nacht. Sie hatten 3 Fuhren Mais oder Korn nach Cuauhtémoc geführt und verkauft. Diesmal wären alle 3 Währungen all Kornwährungen. 2 hatten Pied vergespannt und einer hat Müllers. Und als wir 7 Jungs, 3 von uns und 4 von Schmetten ihre Jungs, uns an unsere Sommerstube zur Nacht angelegt hatten,
en al de lamp uitgepust hadden, dan seht Schmetten geht mit einmal ungefähr so. Wenn diese Nacht ein Mexikaner durch dort Fenster hineinkommen wird, und dann wird, dort wie hier 7 Jungs ben sind, dann wird denen dort bald sehr leid worden, dass er hier hineingekropen oder hineingekommen wäre. Das Junge redet so, als wenn er sich dort sogar wünscht, dass so in dieser Nacht passieren wird. Und nu zwischen einmal war da ein kleines Späßchen. An einem Tag, als wir bei uns gerade mit dem Mittagessen fertig wären, dann lädt mein jüngerer Bruder vom Tisch gehen die Hand auf seinem Bock und sagt an einem Atem: So, ich habe mich schön satt gegessen. Mama, kann ich einen Apfel? Über diese Bemerkung mit einer Frau und einem Kartensatz haben wir die Schwester nicht mal dann für das Geld gelacht, aber auch noch viel her. Und wir haben unserem Bruder das auch niemals vergessen gelassen. Einmal war der Haftwehr von uns, wenn wir am Tisch schön satt wären, gesagt: So, ich habe mich schön satt gegessen. Mama, kann ich einen Apfel? Und nun noch ein Bild von, was mennonitische Jungs manchmal mit den Mexikanern ihre Burros getan haben, wenn die sich auf ihre Hauskehls herumtreiben. Als wir Jungs aus den Schuljahren wären, so als wir dort nannten, dann fangen wir bald an, Sonntag 14 Uhr Mittag herumtreiben zu gehen, so dass das dann unser Darbe Mode wäre. Wir dachten dann, dass wir zu groß geworden wären, um so eine Dinge zu tun als Grieper und Verstärker spielen, und wir als Schuljungs viel getan haben. Aber wir hatten auch keine Anleitung an was wir selbst tun können. Und so ganz uns selbst überlassen, kann man es manchmal nicht viel was gescheidet zu tun an. Aber die Mexikaner leiten in jenen Jahren nicht mal die meiste von ihren Rinder, Pied und Müllers, aber auch ihre Burros am Hof so schwind als möglich losgehen, sodass sie sich auf den Mennoniten in ihrem Land selbst das Futter sägen und ablesen mussten. Sie deuten dort so, weil sie sich dadurch so viel als möglich Futter sparen wollen. Und dann dreif all das sogenannte Mexafei sich immer monatelang auf dem Koloniesland herum. Viele Burros wären monatelang immer auf unsere Hauskehls. Und dann, an einem Sonntagnachmittag, fiel einem von meinen Gesellschaftskameraden dort so bei, nu dort wie, wenn wir auf unsere Gas auch noch nicht aus den ganz großen Jungs talten, aber von uns selbst auch nicht mehr dachten, dass wir kleine Jungs wären, nu sollen wir uns auch mal jeder einen von den Mexikanern auf unserem Land herumtreibende Burros griepen und damit herumreiten. So als wir dort von den grateren Blumenurtschen Jungs all manchmal gesehen haben. Und als das Jung diesen Vorschlag gemerkt hat, dann gingen wir alle darauf an. Wir gingen auf unsere Hauskehls dahin, wo sich jeder Tag immer ein Härtchen von Burros herumtreibt. Und wir fangen zum ersten Mal selbst aus, wo leicht die meiste von diesen vielen Tieren sich ankommen leiten. Jeder Jung nahm einen Esel, sah sich hinab, ganz ohne Taum und ohne Sodel, so als die dort gewarnt wären. Wir hatten ja dort all immer weiter gesehen, dass die Mexikaner die Burros lenkten mit ein kleines Pätschchen oder Stockchen oder sogar auch einfach mit ihrer Hand. Und einige von uns hatten auch ein Stockchen und lenkten die Burros damit. Und andere von uns lenkten die auch mit unserer Hand. Und so reiten wir damit an unserem Darben an. Bei uns Mennoniten heiten diese viele Tiere übrigens nicht Burros und auch nicht Esels. Bei uns wären dort Burrasch. Was wir Jungs alle auf diese vielen Tieren reiten, dann wären dort doch weiter Burros. Einige von uns Jungs versuchten zum ersten Mal so einen Burro zu lesen, wenn er sehr mag wäre.
wenn sich leicht ankommen lässt. Ich wie ein Sohn jung. Aber ein sehr maker Burro wir dann meistens auch sehr viel. Andere Jungs dagegen wären braver. Die versuchten so eine Burrasch auszulesen, wo nicht zu mag wären, sondern wären besser am Rahmen zu kriegen. Aber die verstanden auch besser, den Ritter raufzubacken, wann andauernd wir. Und wenn ein Burra mal dacht, dass der Jung ein Bett zu viel von ihm verlangt, wat doen merken will, wat hij nicht hier doen will, dann verstand hij den Jung von ihm rauf zu kriegen. Wir lehrten dort sehr bald, dass, wenn ein Burro erst seinen Kopf zwischen seine Fairbein stürkt und seinen Regen ganz krambig, dann wird er ganz reit, den Jungen raufbacken. Und wenn er in so einer Stellung dann einmal sein Hängestet eng sehr hastig abbackt, dann kann er den Jungen ganz leicht merken, noch fairen Hahn überschreiten. Und dann will er den los. Ich selbst habe das nicht erfahren, dass ein Burra mir raufbackt, aber ich habe das vielmal gesehen, wenn einige von meinen ein Bett brovere Kameraden raufgebackt worden. Wenn der Burra keinen Taum mit einem Teil abhaft, dann kann man nicht sehr viel daunen, dass er seinen Kopf nicht zwischen seine Fairbein stärken kann. Und wenn er seinen Kopf erst zwischen der Fairbein haft, dann ist ihm dort ein ganz kleines, seinen kleinen Retter noch fairen Hahn raufzubacken. Ich glaube, als wir an diesem Sonntag Nachmittag mit den Burrasch Rahmgeräten hatten, dann waren unsere Lebenswechsel wohl nicht sehr gut geregt haben, als unsere Mütter oder unsere Schwestern, die am Montag reinmücken zum Weichleihen. In uns selbst taten die Beine in die Hängerbacken am Montag ziemlich weh. Einige Jungs taten das noch mehrmal oder noch mal weiter, aber ich wie einer von denen, wo er von einmal sozusagen genug hat. Die geratere Jungs am Dorf jogen einmal Hertjes mexikanische rammdriebende Schruggen ab einem Nobasienhafen ab und dann an den Stahlen an. Und dann sahen sie diese Pied Time ab und läden an Sodels ab und dann jogen sie damit ram. Einige Jungs reiten diese Schruggen auch ohne Sodels. Wie die meiste von den Mexikaner Burros wohnen an den Ranchos um die mennonitischen Kolonien herum wohnen, treiben sich an die ersten Jahrzehnte von 4 bis 5 Monaten im Jahr auf die Mennoniten ihre Kolonien herum. Aber nicht alle Mexikaner Burros dürfen das tun. Einige mussten das ganze Jahr durch schwer arbeiten. Ab der Süden 60 und 232 an dem Bilderbuch, 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, sind Bilder von, wo viele Burros immer waren, aus dem Wald bei Napawechi oder bei Miguel Chiquito Brennholz holen mussten und dort an den ganzen Weg noch Wachtheimok handtragen. Dort wir einige Mexikaner geschafft. Sie verdienten damit ihr Leben, dass sie mit ihren Burros immer waren, an einem Tag in den Wald gingen und sich dort halt reitmücken. Und dann den nächsten Tag mussten ihre Feierbeinsche Fracht tragen, dort halt noch Wachtheimok oder noch andere Städten handtragen, zum Dorf verkaufen. Ab sie 232 ist auch ein Bild von einer Quittung oder ein Recibo, wo Beweis dafür ist, dass so einem Geschäftsmann eine Burro-Load Brennholz 1937 15 Centavos gekostet hat. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch was davon, wo Mexikaner ihre Fracht mit Burro, Müller, Pied und Ossen fotografierten. Und auch noch von was Mennoniten mit Burros und Müllers getan haben in der Zeit, als wir in Mexiko abwassen. But nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.